Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion und es weihnachtet sehr, deswegen habe ich mal gedacht, wenn ich vielleicht kurz davor bin, einmal eine eigene Solo-Folge zu machen, wer weiß, vielleicht gibt es das Ende des Jahres, hole ich mal lieber noch vorher einen Kani dazu, deswegen, hi Kani, na? Ja, hi, it's a wonderful Folge heute, glaube ich, ha? Schon, ja. Wir sind eingeladen worden vom Cineplex. Das ist richtig schön. Dass wir uns It's a Wonderful Knife anschauen und dann haben wir uns gedacht, ja, wenn wir da eingeladen werden zu der Viva la Movie-Illusion Filmpremiere. Nur für uns abgehalten. Genau, nur für uns abgehalten. Für uns war es die Premiere. Ja, dann machen wir doch da gleich eine Folge drüber, weil anscheinend ist der Film so ein bisschen in aller Munde, zumindest in der Horror-Bubble, in der wir uns ein bisschen befinden. Bublé heißt das auf Französisch. Bublé. Und es ist ja eine Art Slasher, könnte man sagen. Er ist ziemlich viel irgendwie, ja. Er ist ziemlich viel, aber er ist auf alle Fälle im Slasher-Genre mit unterwegs. Das war wahrscheinlich so, man hat sich überlegt, hey, was kann man mir Neues vielleicht auf den Markt bringen, was so ein bisschen Scream-ähnlich ist? Und dann ist so einer da gesessen vom Laptop, dem war langweilig, hat so den Scream-Typen vor sich gehabt und hat sich einfach gedacht... Ghostface nennt man, Ghostface. Ja, sage ich ja, ein Ghostface. Und dann, hey, ich invertiere den einfach. Und zack, hat er einen neuen Mörder erfunden. Und den Engel, genau. Und um diesen Engel geht's in It's a Wonderful Knife. Und du hast es ja schon erraten, das ist ja Wortspiel, angelehnt an einen großen Filmklassiker unserer Zeit. Den wahrscheinlich wir beide nicht gesehen haben, oder? Ja, Knives Out, großartiger Film. Irgendwann Onion Glass, aber gut. Ja, eigentlich Filmklassiker unserer Zeit kann man ja gar nicht sagen, weil das ist schon weit vor unserer Zeit. Ja, also eher so ein Mike seit Zeit, der ist ja schon so alter Depp, der Mike. Hat er jetzt erst Geburtstag gehabt und ist junge 68 geworden, glaube ich. Ja. Zumindest redet er oft so, als war er 68. Okay. Aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Mike. Bussi. Richtig. Also wir lieben dich und unsere Hörer zwingen wir schon dazu, dass die das auch sagen. Aber hallo, ihr habt jetzt einen scheiß Mike lieb, sonst hau ich alle ins Sacki. Ja, schreibt's in die Kommentare, wie lieb ihr Mike habt. Ja, jetzt. Und gratuliert zum gefälligst, der freut sich. Ja. Gut, aber zurück. Was habe ich denn für einen Klassiker gemeint? Klär uns mal auf. Du hast den Klassiker It's a Wonderful Life gemeint. Ist das Leben nicht schön? Von 1946. Drum eben am Mike seit Zeit. Nicht unsere. Wobei, wir wissen ja, der Mike als alter Nazi, so ein paar Jahre davor ist er seit Zeit gewesen, gell? Hey. Ja, komm, schau dir die Frisur von Mike. Ja, Mike. aber er kann sich doch nicht wehren und hat auch noch Geburtstag gehabt. Ja, aber das ist schon wieder vorbei, der Geburtstag, also scheißegal. Okay, na gut. Ja, ist das Leben nicht schön? Das ist ja eigentlich unser Motto. Weißt du, also ich habe wirklich nicht gesehen, weißt du, um was da geht? Ja, es geht tatsächlich ähnlich wie, also ich habe auch nicht gesehen, ich habe dann nur mal nachgelesen, weil man bei dem It's a Wonderful Knife schon die ganze Zeit dachte, aber es ist irgendwie so ein Wort, es muss ein Wortspiel oder irgendeine Anlehnung an irgendetwas sein. Und ja, mit It's a Wonderful Knife ist auch die Story ziemlich ähnlich, weil da geht's, glaube ich, um einen Geschäftsmann oder so, der kriegt vom Engel praktisch das Leben gezeigt, wie es wäre, wenn er nicht existieren würde. Und wir haben bei It's a Wonderful Knife so eine ähnliche Prämisse. Gerade ist es da nicht der Engel, der diesen Wunsch erfüllt, sondern ein gewaltsam gestorbener Mensch, der unserer Protagonistin dann das Leben beschert, wenn sie nicht existieren würde. Das sie sich ja in Anführungszeichen gewünscht hat, weil wirklich gewünscht hat sie es eigentlich nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber sie sagt ja nie, ich wünsche mir nicht zu existieren, sondern sie stellt sich so eher die Frage, wie wäre es, wenn ich nicht existieren darf. Und zack, schon ist passiert. Echt? Ja. Das habe ich mir irgendwie die ganzen Film gedacht, das ist irgendwie bizarr. Sie sagt nie wortwörtlich, ich wünsche mir nicht zu existieren, sondern die philosophiert ja so selber vor sich hin und dann sind da crazy Polarlichter und die sagen dann und zack, schnipp, schon ist sie non-existent, genauso wie Qualität bei uns non-existent ist, aber das ist auch ein anderes Thema. Wobei sie die Scheiße ja schön selber eingebrockt hat, weil
man muss ja sagen, der Film geht ja nicht los gleich mit dem, hey, hier ist der Titel und jetzt hab Spaß, sondern da gibt es erst mal eine richtig lange Vorgeschichte und dann kommt erst, hier ist der Titel, jetzt hab Spaß. Genau. Also er geht aber, gibt am Anfang ziemlich Gas auch gleich der Film, da denkst du gleich mal so, hey, ordentliches Tempo, was da vorgelegt wird. Und man sagt dann, unsere Protagonistin, die killt dann auch gleich mal den Angel, diesen Engel, diesen Killer. Und rettet dann mit ihrem Bruder und so weiter. Und dann geht's weiter ein Jahr später. Und ihr Problem ist halt so, dass es alle irgendwie totschweigen und denen ist es scheißegal. Und sie hat natürlich damit zum Kämpfer, dass sie den umgebracht hat. Wir sagen jetzt an dieser Stelle auch nicht, wer der Killer ist, wobei es, ja, innerhalb von 10 Minuten weißt du es halt dann, aber wurscht. Und das macht ihr recht zu schaffen, dass alle so dann, als wäre nichts gewesen, weil es ist ihre beste Freundin gestorben, der Opa davon und alles ist so kacke und sie ist eine Mörderin und ja, nur bei ihr ist kacke. Nur bei ihr ist kacke, alle anderen haben... Bei allen anderen ist voll geil. Alle anderen haben High Life, beste Leben, Alter. Ja. Genau, und durch das, dass sie damit überhaupt nicht klarkommt, kommt halt dann irgendwann so diese Szene, in der sie sich die Frage stellt, war es nicht gescheiter, wenn ich nicht existieren darf? Aber sagen wir uns doch mal ehrlich, dieser ausschlaggebende Punkt kam dann, als sie ihr Weihnachtsgeschenk bekommen hat und das ein pinker Overall war. Und dann hat sie gesagt, jetzt reicht's, jetzt mag ich nicht mehr leben. Dieser Lesbentrainingsanzug, wo es dann gleich mal heißt, hey, sowas würden wir nie anziehen, die lesbische Tante, die das sagt. Für alle, die jetzt eine Lesbe hören und sich auf eine Scherenszene freuen, die kriegen wir nicht. Da müsst ihr weiterhin einschlägige andere Seiten. Das hättest du zum Schluss doch auch sagen können. So zum Triple Threat noch eine Schere dazu. Triple Threat plus S. Kann man in Zukunft einführen. Hat dieser Film eine Scissor-Szene? Also, oder eine neue Kategorie wird in dem Film praktisch sämtliche Geschlechterrolle einmal ausgelebt und darf jeder mal irgendwie ein bisschen rummachen. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Also wir haben da schon für jeden was zum Schauen, was die so geht. Was ich ja vorher sagen wollte, als dann dieser Wunsch in Erfüllung geht, da kommt dann auf einmal so eine ziemliche Bremse in den Film ein, finde ich. Weil dann hat er mal so eine Zeit lang, wo er ja ziemlich gemäßigt daherkommt. Da wird viel erklärt, weil du musst natürlich, irgendwie müssen wir ja auch verstehen, wie das jetzt funktioniert, wie kann sie das alles wieder reparieren. Die, wie hat's geheißen, Winnie, oder? Winnie, ja. Winnie, ja. Wie kann sie das alles reparieren? Wie kommt sie aus dieser Misere wieder raus? Und ja, das sind ziemlich viele Erklärungsszenen mit, und dann wechselt auch dieser Film so krass die Art und Weise, wie der funktioniert, weil er ist ein Slasher, dann ist er ein Drama, dann ist er völlig... Ein Liebesfilm. Dann ist er ein Liebesfilm, dann ist er völlig kitschig, romantischer Weihnachtsfilm. Er hat so unglaublich viel Einschläge, dieser Film, dass es manchmal ein bisschen chaotisch wirkt, finde ich fast. Aber irgendwie so unfreiwillig spaßig trotzdem die ganze Zeit bleibt. Ja, das Spaßige ist nämlich, der Angel lässt nämlich auch nicht vergessen, dass er auch da ist, gell? Der ist immer fein am Start und kommt wieder mal ein bisschen raus und macht eine kleine Stitch-Time. Ja, richtig. Aber wir... Merry Christmas. Da wird erstmal auf einen Schneemann gehalten und auf einen Patz. Da ist er. Voll in deinen Schnauzer rein. Ja, was schön ist, er ist ja FSK 16 und für einen FSK 16 ist er angenehm blutig, sage ich jetzt mal. Es war wahrscheinlich, man hätte es noch ein bisschen besser ausreizen können. Mir persönlich hätte er also eher in die Thanksgiving-Richtung geht, er dass noch mehr da umeinander blättert, aber er ist, sage ich mal, eher so für junge Erwachsene, dass man vielleicht ein bisschen reinschnuppern kann in dieses Slasher-Genre. Wo es ganz bizarr war die erste Tötungsszene, dieser Killenschnitt. Hm. Das hat irgendwie ausgeschaut, als hätte das Messer den Hals niemals berührt. Aber nichtsdestotrotz haben sie alles, ich glaube, so gut wie kein CGI verwendet. Diese Kills waren alle schön handgemacht, haben cool ausgeschaut. Das ist auf alle Fälle ein großer Vorteil von dem Film. Aber sie werden halt dann relativ rar gesät irgendwann. Also am Anfang geht's ziemlich ab und danach sind sie relativ rar, weil, wie gesagt, dieser Film dann so in verschiedene Thematiken und Genres für mich umeinander springt, dass er irgendwie ziemlich das Problem hat, was so die das Pacing, wie man so schön sagt, angeht von dem Film. Weil wir haben Gas, Bremse, Lesben küssen sich, geil, Gas, Bremse. Das hat's mir ein wenig, hat mich ab und zu ein bisschen rausgerissen. Und dabei sind es bloß 87 Minuten. Also ich muss sagen, er ist mal länger vorgekommen, als er am Ende eigentlich war. Finde ich auch, ja. Und ich kann das wieder so mein typisches, so eine Black Mirror-Folge-Länge, die hätte ihm schon ganz gut da. Ist so. Sagen wir uns mal ehrlich, ist so. Aber ja, an und für sich, das, was sie aus der Idee rausgeholt haben, haben sie rausgeholt. Also ich glaube, da wäre jetzt nicht
deutlich mehr irgendwie gegangen. Und vielleicht muss man auch noch, ist das Leben nicht schön, dazu gesehen haben, dass man sich da denkt, haha, schau, jetzt verstehe ich die Referenz, warum der eine dem anderen den Eier schlägt und dann sagt, er macht mich kaputt. Ja, genau, was treibt ihr da? Und er reißt mir den Arsch auf. Ja, weil wir sehen dann eben, wenn diese Winnie ihren Wunsch erfüllt gekriegt hat und sie nicht existiert, dann sagt man mal, wie sie die Stadt Angel Falls verändert hat. Und dann ist, also richtig krass, sie ist die Retterin dieser Stadt gewesen und ohne sie alle am Drogen nehmen, alles ist dreckig, überall Kriminalität. Ein riesiges Imperium ist aufgebaut worden, kriegt der Kapitalismus auch noch sauber seine Sackschellen ab vor dem Film. Am Geist über den Kontrast bei der One Party, bei dieser Weihnachtsparty gefunden. So ja. Praktisch in der Welt, wo sie nur existiert hat, die ganze Zeit so richtig tolle, frische, neue Weihnachtsmucke mit Beats hinterlegt und was weiß ich. Schöner Barkeeper dabei, dass es genau, richtig Barkeeper, alle haben sie lieb, die einen spielen mit Gummibärchen. Bisschen so Haschgummibärchen halt, weißt du, so gediegener Drogenkonsum einfach. Genau, und dann praktisch im Paralleluniversum alle nehmen Meth, alle. Und da fand ich den Kontrast so geil, es wird dann Rock gespielt. Dann wird Metal gespielt, dann ist hier... Naja, Metal. Ja, aber also wir wissen ja alle, praktisch das Tor zur Meth-Höhle geht Hand in Hand mit Rock. Genau, das stimmt, ja. Also einmal AC/DC okay, dann schon muss Crystal Meth nehmen, aber da liegt es dann eher dran, weil die Band so scheiße ist und die holst ohne Meth nicht aus. Hallo? Was? Musst du dir jedes Mal mit AC/DC überlegen? Jedes Mal? Ja, das war das zweite Mal halt, oder? Ja, immer wenn es um Rock geht, da kommt gleich mal wieder der AC/DC-Hammer. Weil die Band scheiße ist. Ich verbiete die haben jetzt Little Jim und das spielen sie in der Für ein Jahr verbietet er jetzt über AC/DC zu reden. Du Mistsack. Dann verbiete ich dir ein Jahr lang, dass du sagst, der Film hätte in einer Black Mirror Folge passt. Ich schaff das. Niemals schaffst du das. Ich schaff das doch. Okay. Challenge accepted. Gut. Ihr habt das alle gehört. Schlag ein. So macht man bei uns in Kasachstan Geschäfte aus, also bitte. Ach so. Ja, dann. Aha. Ja, auf alle Fälle, das stimmt ja, diese Party, das ist so der geilste Kontrast, wie dieses normale Leben ausschaut, wenn sie Angel Falls rettet und wenn sie es nicht schafft, wie es alle Rock und Meth sich einballern und der Barkeeper nicht mehr barkeept, sondern die ganze Zeit im Hintergrund mit der Spraydosen an der Wand einfach anscheinend ein X und es sprayt und schafft's aber nicht so wichtig. Keine Ahnung, er braucht so lang und ich frage mich, was hat er die ganze Zeit im Hintergrund hingemalt, da war doch dann nichts. War auf jeden Fall geil. Ja, und sie freundet sich ja dann. Bessere Party auf alle Fälle. Sie freundet sich dann mit der Weirdo. Die Weirdo ist praktisch so die Außenseiterin von deren Generation, weiß ich nicht, wie man das nennt. Also so der das Mobbing-Opfer schlechthin halt. Das Mobbing-Opfer, genau. Ja, und stellt natürlich dann fest, wie es meistens so ist, dass die Weirdos die Coolen sind, dass die eigentlich ziemlich cool ist, weil die arbeitet im Kino und die können da Weihnachtsfilme gucken. Das macht die automatisch cool, wenn du im Kino arbeitest. Mhm, ja. Automatisch. Ja, also ich glaube, gerade wenn man so auf Scream steht, dann hat man da bei It's a Wonderful Life nicht daneben gelangt. Da kann man auf jeden Fall Spaß haben. Ich glaube jawohl, ist das so ein Film, der am Mike auch Spaß macht? Der reduziert das Ganze wahrscheinlich wirklich nur ausschließlich auf die Kills. Und schlecht für er macht der Film, dass da Schwule vorkommen und Lesben und ja. Jetzt bin zwar eigentlich ich so dieser LGBTQT ABCDEFG-Hasser, aber der Mike, der mag da schon einmal ein bisschen mit einschmecken, ja, das stimmt schon. Ja. Das ist schon... Wobei, also da muss man schon sagen, das ist sehr... Eigentlich, das war präsenter wie normale so 0815, ich habe eine Freundin und das ist meine Freund-Beziehung. Was meinst du jetzt genau? Die ersten Schmatzgeräusche, die man hört, kennen von zwei Typen. Aber wie? Also Kussgeräusche, die haben schon extrem präsent gestalten wollen, ja. Ansonsten es sind zwar wirklich, man kann jetzt da schon die Wokeness so mit einschmeißen, aber ich finde, das ist einfach da gewesen. Also jetzt halt nicht so, hallo, wir machen das und wir sind mal super woke und sonstiges, sondern es war halt einfach da. Ja. Das hat jetzt irgendwie, war jetzt da nicht so, wie man es in manche Sachen sagt, wo es da halt schon denkst, okay, das ist jetzt so der Dropkick ins Gesicht, schaut's her, wir haben es gemacht. Aber ich finde, bei dem ist das auch wieder so Vorgabe ist von Shudder? Na, keine Ahnung. So ähnlich wie es bei Netflix heißt, so es muss mindestens ein schwarzer Schwuler dabei sein, der
weiß ich nicht, der Reichste ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Aber auf alle Fälle haben es dann die hier besser umgesetzt, als es Netflix in viele Programme umsetzt. Ja, da war das einzig Störende halt diese lauten Schmatzgeräusche. Ja, aber die sind ja nicht nur von den beiden Turtelmännchen gekommen, sondern auch von jedem Pärchen. Ich weiß nicht, warum sie so einen Wert auf ordentliche Schmatzkussgeräusche gelegt haben in dem Film. Das ist irgendwie, ja, ich hab mir die ganze Zeit gefragt, was tun jetzt mit meinem Ständer? Corby wollte auch nicht immer gelangen. Nein. Weiß auch nicht. Was wir noch ganz vergessen haben, der unbedingt erwähnt gehört, ist ja der Justin Long. Wir haben dann Justin Long eben als ekelhaft schmierigen Henry Waters dabei. So eben dieser Chef von diesem ganzen Imperium, das da drinnen ist. Und er gauft einfach so geil aus. So richtig die Zähne sind so geil. So richtig schöne Stefan Raab-Kauleiste drinnen, wie der Manu bei die Filmpressen gesagt hat. Und er hat ja anscheinend auch, dann ist er so geil ekelhaft braun gebrannt und dann hat er mal auch irgend ganz komische Kontaktlinsen drinnen. Also Justin Long, geil wieder mal. Ich lieb noch den Affen. Den kann ich immer zuschauen. Ja. Also sehr hohes, tolles Arroganzlevel mit drin. So richtig, sehr schön, ja. So richtig, dass man sich selber schlecht fühlt. Ja, man schaut ihm zu und denkt sich, komm, hör auf, ich mich duschen, wenn ich die sehe. Über wen ich mich auch gefreut habe, war der Joe McHale. Den kennst du wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht glaube, dass du Community gesehen hast. Jo, habe ich schon gesehen. Echt? Seh. Und, wie findest du Community? Durchwachsen. Okay, reden wir lieber nicht weiter, sonst wäre ich nur wütend. Entschuldigung. Den sehe ich immer sehr gern und habe mich dann auch gefreut, dass der da so eine tragende Rolle ein bisschen gehabt hat. Wobei, den hätte man ruhig nur ein bisschen mehr einsetzen können. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich mag den Typen auch, oder einfach immer, der bringt ja immer so Leichtigkeit irgendwie mit ein. Er kann zwar diese ernsten Szenen spielen, haben wir gesehen, auch in dem Film, aber ich finde, er bringt an sich immer so eine gewisse Leichtigkeit mit ein, die ich gern sehe. Ähnlich wie halt ich. Ah, Gott, schneid das aus. Okay. Ich kenne auch von Stargirl, weil er war da zuerst der Starman und so. Und der kommt, ja, eine von den DC-Serien, ja. Muss man nicht weiter ausführen. Aber von daher Kinder hier auf alle Fälle den Affen nur zusätzlich. Ja gut, also ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich allzu viel über It's a Wonderful Knife verzeihen kann, deswegen, bevor ich jetzt meinen Tops und meine Flops ausballer, aus Versehen, hätte ich gesagt, machen wir das ganz bewusst, oder? Ja, wie gesagt, wie du schon sagst, man kann so viel, kann man jetzt nicht mehr erzählen, ich finde an sich, kurz bevor man direkt ein Highlight raus und ein Lowlight rausprügelt, dass das Finale, wollte ich mal noch kurz ansprechen, weil es ist ja so ein Finale, wo man denkt, jetzt ist das Finale und dann ist es aber nicht das Finale, dann kommt nochmal eine Szene und irgendwie war das erste Finale, war das richtigere Finale in meinen Augen gewesen. Das hätte den Film besser abgeschlossen. Ich hab mir dann, ich hab mir bei dem richtigen Finale dann gedacht, boah, jetzt geht's bestimmt gleich nochmal richtig ab. Und dann habe ich mir gedacht, hä? Was? Ach, was? Das kann es aber nicht gewesen sein, oder? Das war komisch. Und was ich auch komisch fand, weil gut, Überraschung, wieder allen Erwartens schafft die Winnie natürlich zurückzukehren in ihr richtiges Leben. Und wenn sie dann zu der Bernie läuft, dass die dann sagt, sie kann sich erinnern. Das ist ja was? Ja, wie schon gesagt, da muss man vielleicht, ist das Leben nicht schön, irgendwie kennen. Kann sein, vielleicht muss man sich nochmal anschauen, aber das fand ich so, wieso kannst du dir jetzt an dieses Paralleluniversum erinnern? Das finde ich irgendwie komisch. Das aber, wird wahrscheinlich dann im zweiten Teil aufdeckt. Ja, vielleicht. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Übrigens, bei uns hat der Film über Cape Light in die Kinos gekommen. Das ist wieder mal, das finde ich eigentlich ganz cool, dass Cape Light da immer so dahinter ist, dass die ihre Filmchen immer noch in einer kleinen Kinoauswertung bei uns raushaut. Mhm. Ja. Das mag ich gern von denen. Das machen die schön. Also, das muss man ja vielleicht auch schon dazu sagen, es ist schon ein netter Film, der unterhalten kann. Also da lohnt es sich ins Kino zum Gehen. Ja, das auf alle Fälle. Ich habe auch wirklich irgendwie, ich finde den Film, wie gesagt, er hat seine Geschwindigkeitsprobleme irgendwie. Er hat auch seine Probleme, wo er sich überall bedient, weil er hat da wirklich dann teilweise richtig ernste Themen drin mit Suizid und Kindesverlust und so ein Scheiß. Und das ist alles irgendwie so komisch, das Hin und Her, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen Spaß gehabt. Auch wenn er eigentlich ganz unfreiwillig komisch teilweise wirkt. Also bei manchen Sachen musst du lachen und denkst du, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so gedacht war, dass wir jetzt dann über diese Szenerie lachen können, aber mir ist scheißegal, ich hab meinen Spaß irgendwie.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch, dass du die ganze Zeit mehr drauf gehofft hast, dass sie am Ende mit der Bernie rumknutscht. Oh yeah. 2, 3 Mal hast du mir gesagt, jetzt küssen sie. Aber dann hast du direkt gemerkt, als es dann nicht passiert ist. Dann war ich richtig sauer. Keine Schere, kein Küssen. Fuck you, Film, Alter. Fuck you. Aber dann gehen wir jetzt gerne auf deine Tops und Flops über. Bin gespannt, Corby. Bin gespannt. Also mein Top ist aber tatsächlich diese Beziehung zwischen der Winnie und der Bernie, also Weirdo, hat mir sehr gut gefallen. Fand ich halt dadurch auch sehr erfrischend, weil einfach du hast 2 Heldinnen und die sind halt wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen unterhaltsam. Das fand ich ziemlich cool. Was für mich so ein bisschen ein Flop war dieses, ich weiß, es ist ein Comedy-Slasher und ein Scream hat viel so Elemente, aber dieses richtig dämliche, es ist eigentlich ein perfektes Leben und alle sind perfekt und was weiß ich und schau, unsere Stadt, wie perfekt sie ist und dann gibt's so richtige Lindenstraßen-Intrigen und weiß ich nicht, das hat mich ein bisschen genervt, aber gut, was willst du denn erwarten? Das ist ja auch wieder das andere. Es ist kein Herr der Ringe oder so, kein Epos, den du dir jetzt da anschaust. Von dem her. Kurzweilige, spaßige Unterhaltung einfach nur. Ja, das ist zwar mein Flop. Dadurch hat er mich halt immer wieder verloren. Das war das, was du gesagt hast, mit dem, er geht halt dann in so viele unterschiedliche Richtungen. Und jetzt du denkst, bitte, hoffentlich kommt der Mörder gleich. Macht dieser Freude ein Ende. Ich mag nicht, dass Leute glücklich sind. Na, wenn dann wieder, weißt du, diese Drogenjunkies dann da miteinander geredet haben, wo ich mir denke, warum muss man jetzt denen da so viel Raum geben? Ja, aber denen hat er dann ein jähes Ende bereitet. Ja, genau. Das ist ein schönes Ende, muss man sagen. Da hat er schön kackelt. Genau. Ich hab mir schon die ganze Zeit vorgestellt, wie er hinter der Kamera steht. Jetzt wenn ich aussehe, ich kann den Scheißdreck nicht mehr anhören. Schaut er dann richtig geil aus, wenn er in so einem weißen Kostüm da steht und vor oben bis unten voll mit Blut geschissen ist. Also war ein cooles Battle. Ja, definitiv. Also dieses Kostüm insgesamt ziemlich coole Idee. Was war dein Top und Flop? Mein Top fand ich also jetzt nicht diese Beziehung mit der Winnie und der Bernie, die fand ich an sich auch recht schön umgesetzt. Ich fand aber das Thema ziemlich krass. Es ist jetzt eigentlich ein schwieriges Top, aber ich finde das so krass mit dem umgesetzt, wo sie zu ihr sagt, das sollte eigentlich mein letztes Weihnachten werden. Und das fand ich eigentlich, das ist so, das schwingt so nebenbei mit, dass man da eigentlich eine Figur hat, die anscheinend psychisch extrem leidet und aber trotzdem auf diese Partys geht, wo sie weiß, dass sie schlecht behandelt wird, um am Leben teilzunehmen und sie praktisch nicht unterkriegen zu lassen, aber sie schafft es einfach nicht und möchte dann ihr Leben eigentlich beenden. Das finde ich, das ist eine unglaublich harte, krasse Szene gewesen, als sie das sagt und wenn ich dann drüber nachgedacht habe, fand ich das richtig übel, aber richtig schön umgesetzt auf der anderen Seite. Das ist so mein kleines Top. Und mein Flop. Ja, okay, oder Flop, weil es irgendwie ja nicht ganz so in einen Comedy-Slash reinpasst. Das ist aber das, was ich vorher gemeint habe, weißt du, dass er bedient sich an so voll krasse, ernste Themen und das ist für mich, das ist also ein richtig schwerwiegendes Thema eigentlich. Ist vielleicht in den ganzen Kontext ein wenig, schwer zum Einordnen, aber ich fand jetzt so dass man das einfach sagt, wie es halt viele Menschen also geht, dass sie versuchen, irgendwie teilzuhaben und es halt einfach vielleicht nicht schaffen können. Das ist, finde ich, halt ein ziemlich krasses Thema und deswegen ist es mein Top, dass es da mit drinnen war. Das könnte jetzt eigentlich nur ein guter Appell sein an alle, die wieder bei ihren perfekten Weihnachtspartys da sind und den großen Mobber raushängen lassen. Ja, wir kennen ja bei uns diese Weihnachtspartys mit den ganzen Football-Idioten. Ja, Mobber kennen sowieso alle gestitcht. Ja. Da zieht da Frankreich recht geil durch. Gell? Die haben jetzt da Gesetze erlassen, da, wenn sie genau. Wenn sie ein Mobbing-Opfer selber stitcht, dann drohen dem Mobber bis zu 10 Jahre Haft und wenn du in der Schule, wenn der Mobber ist, dann wird der vor der Schule geschmissen und so. Also die haben jetzt da ziemlich krasse Gesetze da noch mitgemacht. Finde ich ziemlich geil. Und mein Flop, das ist bei dem irgendwie so schwierig, aufgrund von dem, was ich schon gesagt habe, weil er so durcheinander ist. Aber mein Flop nehme ich halt dann wirklich so seine Geschwindigkeit, dieses Thema, dass er Geschwindigkeit immer so rausnimmt und es nicht schafft, eine konstante Ding zu bieten. Dass du sagst, okay, das passt, jetzt kommt mal ein ernstes Thema, dann gibt's wieder ein bisschen Slasherei und so. Das ist ein wenig, Pacing ist bei dem Film, hat's bei dem nicht gegeben. Da hat irgendwie keiner drauf geschaut. Das ist mein Flop. Aber ansonsten irgendwie so geil, weil wie gesagt, der ist einfach so blutig,
weihnachtlich, kitschig, romantisch, ernst. Ganz, ganz, ganz komische Mischung. Also er ist gerade am Anfang schon verdammt weihnachtlich. Zum Kotzen weihnachtlich. Und auch am Ende noch, wenn sie dann da ganz quirlig in ihrem rosa Lesbentrainingsanzug durch die Stadt lauft und springt und ich bin so glücklich, was du denkst, Alter, was ist denn jetzt das? Das schaut echt wie in so einem richtigen, kitschigen Weihnachtsliebesfilm ist dieses Finale. Ganz, ganz bizarr. Aber ja, irgendwie hat er mich bei Laune halten können, der Film. Also es sind auf alle Fälle keine 1,5 Stunden, die für mich verschwendet waren. Ich habe meinen Spaß irgendwie damit gehabt. Ja. Also gut, lag natürlich auch daran, dass ich mit dir im Kino drin war. Das war schön. Und weil wir Peter ja auch noch getroffen haben, das war auch schön. Ja. Das war richtig. Auch schön, ja. Da denkst du an nichts Böses, gehst ins Kino und dann zack. Genau. Steht der Peter da. Und dann hast du gesagt, so schlecht hätte er gar nicht gemeldet, gell? Blut, zack, auf mich nochmal. Kruzifix. Ja, genau. Oder wie die Niederländer sagen, Glotzack. Das ist voll geil. Niederländer haben ein Fluchwort, das heißt Glotzack. Das ist wie unser Blutzack. Gerade mit G. Ich kenne unser Schimpfwort da nicht einmal. Blutsakrament kennst du, oder was? Wenn du sagst Blutzack. Na. Gott, bist du ein Preißenschill. Sag mal lieber, ob es in dem Film Titten gibt. Nein, leider nicht. Also ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, nicht, nein. Es war das Manko schon bei Thanksgiving, die letzten Slasher bieten uns keine Brüste mehr. Naja. Haben wir mehr Trompeten gehabt? Nein, ich denke gerade, ob die Schmatzgeräusche auch kurz mal an irgendwas anderem drauf, aber nein. Also es ist mal angedeutet worden, dass einer seinen Schwanz draußen gehabt hat. Ja, genau. Genau, wo es dann sagt, man sieht ihn noch, pack ihn ein. Ja, genau. Also eine Trompete im Off haben wir praktisch gehabt. Ja, genau. Also gibt's ein halbes Tee. Halbes Tee. Mhm. Halbes Tee kriegt er. Und haben wir tote Tiere gehabt? Nein. Ah, nicht, okay. Ich kann mich an kein einziges Tier erinnern. Ja, nicht. Ich habe auch überlegt, aber ich wüsste nicht, dass da irgendein Viech vorkommen ist. Leck, was ist in der Stadt los? Keine Ahnung. Völlig gestört sind die. Krank. Das sagt man ja am Ende, wie gestört das alle eigentlich sind. Also das ist ja... Ja, und wie glücklich sie zum Kotzen dann am Ende auch noch ist. Das stimmt, Furchtbar. Grausam. Scheißglückliche Mistschwanz. Ja gut, aber nochmal vielen Dank an Cineplex für diese Einladung. It's a Wonderful Knife war für uns natürlich ein Wonderful Night. Genau, wie gesagt, in Person an Markus, der hat uns da eingeladen. Das ist schön gewesen von ihm. Auch nochmal Grüße an die Karin natürlich raus. Und an die Anna und alle. Einfach das ganze Cineplex Vilsbiburg. Ganze Cineplex Vilsbiburg, schön was. Ich wollte gerade sagen, jetzt, wenn du damit anfängst, dann musst du eigentlich alle grüßen. Ja. Aber wie gesagt, in Person einmal an Markus, weil der hat uns ja da jetzt geschrieben, ob wir kommen wollen und den anschauen. Und das ist schön von ihm gewesen. Ja, vielen Dank. Das ist schön, genau. Und dankt ihr das vielleicht auch, indem ihr euch It's a Wonderful Knife einfach mal reinzirkt und uns da in die Kommentare schreibt, was ihr da verhaltet. Genau, ab Mitte Dezember ist er übrigens physisch zu kaufen. Ja, dann. Ich glaube, der 14. Dezember ist Release. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob es ein Mediabook oder so auch dazu rausgibt, aber ich habe jetzt nur die normale Amaray gefunden. Ich kann auf jeden Fall ganz stolz sagen, das ist der schönste Weihnachtsfilm, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Definitiv, ja. Also da bin ich auch dabei. Ich habe zwar Terrifier 2 heuer noch angeschaut, aber das ist ein schöner Weihnachtsfilm gewesen. Boah, Terrifier 2 war doch nicht an Weihnachten. Nein, war er nicht. Darum ist er der schöner. Was? Okay. Ja, okay. Terrifier 3 soll an Weihnachten spielen. Kann uns nächstes Jahr auch noch mal ein richtig schöner Weihnachtsslasher ins Haus stehen. Oh. Aber das wird was für eine andere Folge. Da ich sage, jetzt verabschieden wir uns, weil ich habe keinen Bock mehr, dass ich die Fresse sehe. Das ist schön. Ja. Das ist schön, das macht mich glücklich, wie immer. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Angel Falls. Ja, höchstwahrscheinlich eher von Angel Falls und auch von It's a Wonderful Life. Und von Demon Falls ist es wahrscheinlich eher bei uns. Also, wiederschauen.